Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum. Bin mir jetzt sicher? Einzahl, Mehrzahl, Singular, Plural. So, und wir können auswählen, wo wir hinwollen. Wollen wir in die rote Wüste, erhöhte Überraschungschance oder unheilvoller Sumpf? Ich war in dem Sumpf noch fast nie. Interessant. Ich nehme aber die Wüste. Die Wüste mag ich. Die ist in Ordnung. Die ist okay. Gibt's viele Leute, die doof sind und sich selbst verletzen? Aber naja. Wow, ich kann mich nicht erinnern, dass es bei unserem letzten Besuch hier rote Glasformationen gab. Das bedeutet, dass die Rhythmusstürme zurückgekehrt sind. Die Region genäst. Es ist nicht genießt. Wenn die Rhythmusblitze in den Sand einschlagen, entstehen manchmal diese Glasstrukturen. Also dann, mal sehen, ob wir sie zu unserem Vorteil nutzen können. Vorwärts! Okay, von was redet der da? Ach, dieses Zeugs da. Oh, der funkelt so schön, der Sand. Den mag ich. Okay, also, wir haben 2 Chancen, jemand wiederzubeleben. Da oben ist so ein... Das war falsch. Moment, was ist das da? Erhöhte Überraschungschance, ein Biom. Die Chance, Gegner zu Beginn des Gefechts zu überraschen. Aha, ich dachte, wir werden überrascht. Ja, das ist immer fein. Also, wir müssen mal gucken. Ich würde gerne... Da oben ist der Händler. Brauche ich was vom Händler? Eher nicht. Okay, aber nur da gibt es die Möglichkeit, das Energiegedönse da zu holen. So, tagsüber, okay. Alles klärchen. Dann gucken wir mal. Na. Das rote Glas ist überall. Und warum leuchtet es? Ich spüre eine instabile Kraft darin. Ich vermute, dass die Blitze des Rhythmussturms noch immer in den Glasstrukturen widerhallen. Aha. Lasst uns das zu unserem Vorteil nutzen. Und wie? Entwickelte Biome. Nachdem du den Boss eines Bioms einmal besiegt hast, entwickelt sich das Biom weiter und verändert das Schlachtfeld. Ach, deshalb die Fässer in der Steppe ganz am Anfang, die da plötzlich waren, die roten Explosionsfässer. Neue Durchläufe im Biom werden abwechslungsreicher und herausfordernder, da neue Felder und gefährliche Gegner in den Kämpfen auftauchen. Ja, geil ist das, was ich brauche. Gefährlichere Gegner, ja. So, es gibt hier nur ganz viele von den Dödels da. Da würde ich auch mal sagen, da bleibe ich... nicht weg. Da bleibe ich nicht weg. Ich muss nur irgendwie gut planen. Ah ja, hier. Hier ist gut geplant. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert nicht. Funktioniert sehr wohl. Ja, nee, funktioniert nicht. Ja, so, ich habe das Problem, dieses Heranziehen. Ich könnte ihn ja da an Felsen dran ziehen. Das wäre ja super. Das Problem beim an Felsen heranziehen ist, der Gegner muss markiert sein. Sonst bin ich danach nicht unsichtbar. Und das sind fliegende Gegner, die werden mich danach zu Tode stechen. Also machen wir das schon mal nicht. Dann nehme ich lieber... So, instabiles Glas. Instabil verschiebbar. Explodiert nach einem Nahkampfstoß und hinterlässt Glasscherben. Explosion 40 Schaden in der Umgebung und unterbricht 1 Gramm. Also quasi wie die Fässer. So, ich positioniere mich. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich positioniere mich hier. Dann kann ich da durchgehen und mich danach dann hier verstecken. Weißt du? So ist der Plan. Der steht gut. You owe me. Die sind alle relativ weit oben. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir sollten uns darauf konzentrieren, nach oben zu gehen. So. Okay, dann mache ich hier meinen Mega-Move. Yep. Der da so lautet. So. Hat die gerade gemacht. So, ich bin unsichtbar.
Und ich sollte theoretisch immer noch sichtbar sein. Unsichtbar sein. Also theoretisch sollten die mich nicht sehen. Ich sag dir, da ist irgendein Bug, glaube ich, gerade. Naja, passt ja. So, Hoppala. Nein. Soll man sie noch ein bisschen nerven? Aber Krähenfüße bringen gegen die nichts. Nee, es ist in Ordnung hier. Wir sind hier, wir sind da, alles super Fallera. Stattdessen gehe ich lieber so hin, mach den auf Hab-8-Stellung. So, Delle. Ist halt auch gefährlich, wenn man da drin steht. Das ist nur eine Barriere. Aber das hier explodiert. Weißt du, wenn die da ein Nahkampfding machen, dann das ist nicht gut. Yeah, this again. Wen hat er denn gerade eingestochen? Da war doch gar niemand. Naja. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade sollte. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Ach, du kannst das ja auch verschieben, gell? Komm, ich guck mal kurz. 1, 2, 3 Felder, aber dann würde ich halt meine eigenen Leute treffen. Das ist es mir nicht wert. Aber da drin zu stehen, das ist nie verkehrt. Ja, komm her. Ich mach hier. Bin ein bisschen spät, ja? Das macht nichts. Genau, get your butts. Also etwa dahin. Ich glaube aber, dass die gar nicht erst hierher in die Nähe kommen. Die werden sich vorne an den 2 anderen da abarbeiten. So. That used to be easier. Wenn das nicht. Das dürfte vom Bogenschützen sein, ne? So, die ist schon mal weg. Einen habe ich noch mit dem Bogenschützen. So, die anderen sind, glaube ich... Ne, sind leider nicht zu weit weg. Ei, okay, das ist nicht gut. Bin geblendet. Ah, einen habe ich noch mit dem Bogenschützen. Sehr gut. So, guck mal, das läuft doch hier. Sehr gut läuft das. So, jetzt sind wir dran. So, und der hier steht richtig gut, wie ich finde. Denn... Ja, lass mal gucken, was du immer noch hast. Denn... Okay. Ich gehe mal hier ein bisschen zurück. Und dann bereite ich mich aber vor... Mir egal, ob ich blind bin. Hab den Rhythmus im Blut. So, und zwar dachte ich jetzt gerade an ihn hier. Oder noch besser. Also zuallererst mal gucke ich mal, wie weit ich mit ihm komme. Ja, das ist ja schon mal praktisch. Dann machen wir das einfach so. Ah, nicht gereicht. Aber... wir sind auf dem Weg, weil mein Plan nämlich dieses hier vorsieht. Pass auf. Ich steche jetzt den Felsen, der explodiert, macht aber nur 38 Schaden. 38 Schaden ist nicht viel für das, wo ich dann ungeschützt hier rumstehe. Dann machen wir lieber so und machen die da platt. So. Sehr schön. Dann... Okay.
bin hier unsichtbar. Oh, okay. Ich habe eine schlechte Idee. Ja, die Idee ist, dieses Herziehen kann ich ja aber gar nicht. Dann machen wir folgendermaßen. Da einen drauf. Und da einen drauf. Geht das? Hat funktioniert. Ich hätte auch einfach 2 Dolche drauf machen können, aber das ist ja langweilig. So, jetzt versteckle ich mich da drin. Und ich hoffe, dass meine Leute mich jetzt schützen werden. Der ganze eine, der noch da ist. Moment. Ah ja, okay. Jetzt pass auf, du kannst jetzt ein bisschen, weil ich hier gerade der in Reich oder die in Reichweite bin, die am schwächlichsten ist, kann er mir ein bisschen Defense draufhämmern. Als ob ich es nicht gewusst hätte, weißt du? So, kriegst du zurück, du Mück. Sag ja nur. So, pass auf, wie du das jetzt gleich zurückkriegst. Also zuallererst mal müssen wir uns ein bisschen unsichtbar machen. Hey, ich spiele perfekter, wenn ich die Eingaben nicht sehe, weißt du? So, einfach hier warten. Let's go. Let's go. Okay, dann mach du diesen hier. Sehr schön. Was ist denn dieses Ding, was der da über dem Kopf hat? Ich kann es nicht sehen. So, wo ist jetzt denn mein Mauszeiger hin? Da. Erschüttert. Einzug. Kritische Chance von plus 5% gegen diese Einheit. Plus 10% erlittener Schaden und minus 10% verursachter Schaden. Okay. Der Kamera wieder nach oben machen. So, dass ich was machen kann hier. Ist das eine Kuh oder warum machst du Move? Halt. Nein. Darfst auch mal draufhauen. Ah, hat sogar schon gereicht. Guck. Bam. Erstes Ding in der Wüste geschafft. Das war easy. Das war wirklich einfach. Ja, Rhythmuskette, bla bla. So, hier gibt's wieder ordentlich Zeugs. Was gibt's denn hier? Nochmal von vorn mag ich nicht so, aber okay. Pfeilsalve, ja. Und du hier hast den Schattenstich. Erfordert verborgen. Ein mächtiger Nahkampfangriff, der magischen Schaden verursacht und stets kritisch trifft. Der Schaden wird um das 1,5, 2 oder 3-fache erhöht, wenn 1 bis 3 Bedingungen erfüllt sind. Ziel wird 1 Zug lang oder 2 Züge lang mit markiert belegt oder von hinten angegriffen. Also im besten Fall 2 Züge markiert und dann von hinten angreifen. Bam. So, Guti. Danke, nehme ich mit. Nehme ich dankend entgegen. Quasi. Okay. So, ich glaube jetzt ist... Okay, jetzt ist erstmal hier ein bisschen... Party angesagt. Ja, also das hier braucht man nicht. Das würde halt für die nächsten Kämpfe vorbereiten. Aber ganz ehrlich, ich mag diese Fragezeichen nicht sehr. Aber eigentlich kommt nur noch ein Kampf. Ja, komm, scheiß drauf, dann machen wir hier die Fragezeichen gut. Och nö! Diese blöde magische Höhle! Okay, da muss ich jetzt ganz schnell schalten hier. Ja, das war schon zu langsam. So. Ja, ich weiß. Ich habe das rechts gemacht. So. Das Problem ist, das fängt ja sofort an zu laufen. Da ist kein Probedingsbums und du müsstest als allererstes das Ding links machen, was da blinkt. Bis ich da geguckt habe, das fängt ja direkt an. Ist totaler Quatsch, das ist totaler... Ich schreck mich da immer auf. Die Geister summen zufrieden, während sie den Rhythmus genießen, den ihr für sie gespielt habt. Sie erteilen deiner Kriegskapelle einen immerwährenden Segen, während sie aus deinem Blickfeld verschwinden. Die Mitglieder der Kriegskapelle fühlen sich widerstandsfähiger. Oh ja.
Verteidigung und Widerstand jeweils 3+. So, das war ja doch ganz praktisch, okay. War ja doch ganz praktisch. So, jetzt könnte ich da drüben... Nee, ich will da oben den Oberkapo, also es ist nicht der Oberkapo, aber den dicken da machen. Oh, was ist das? Ein wilder Unruhestifter. Ihr hört einen Aufruhr hinter einer Düne. Ihr trefft auf eine Bluthexerin, die vor lauter roter Wut nicht mehr bei Sinnen zu sein scheint. Als ihr versucht, euch wegzuschleichen, entdeckt sie eure Kriegskapelle und bewegt sich auf euch zu. Riskant? Einem zufälligen Mitglied der Kriegskapelle befehlen, ihn auszuschalten. 2 Besserungssalben verwenden. Habe ich nicht. Den Bluthexer fangen und versuchen, ihn mit Besserungssalbe zu heilen. Kann ich leider nicht. So. Der Bluthexer ist stärker als er aussieht und bringt Racine Scharfauge mit der Kraft der puren Wut zu Fall. Der Rest der Kriegskapelle schafft es, den Bluthexer zu überwältigen, aber nicht ohne Kosten. Ja, geil. Weißt du, genau wegen so einer Scheiße mache ich das nicht gehen. Ist der jetzt... Ja, super, jetzt hat er gebrochene Knochen, Mann. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja, ich habe ja... Den einen Kampf muss er jetzt irgendwie überstehen, danach kann ich ihn ja heilen, glaube ich. Oder? So, jetzt wird's so langsam ernst. Nee, immer noch nicht. Keine Bluthexer hier. Was ist denn das? Blutelementar. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Jeder Tod in diesem Gefecht gewährt dem Blutelementar +5 verursachter Schaden. Das heißt, wir sollten ihn zuerst ausschalten. Okay. Ein grausiger Haufen verdorbenen Fleisches und Blutes wurde durch ein schiefgelaufenes Bluthexer-Ritual zum Leben erweckt. Scheißendreck, hey, siehst du kacke aus. So. Immun gegen Bluten vergiftet, kann nicht gefangen werden. Matschig, passiv, spuckt nach einem erlittenen Treffer Blut und bildet einmal pro Zug 1 bis 2 besudelte Blutbecken im Umkreis. Saugt alle besudelten Blutbecken auf, wenn er sich durch sie bewegt und heilt. Alter. Okay, wir müssen den platt machen. Wichtiger als alles andere. Und diese Ehre gebührt dir. Unpassierbar instabil. Die Explosion fügt 20 magischen Schaden zu und belegt 2 Züge lang um sich herum mit geblendet. Ja, machen wir genau so. Wir müssen den so schnell wie möglich ausknipsen. Und unser Bogenschütze, dem geht's gerade nicht gut. Fair enough, ja. Ja. Du kannst das Zeug da auch nicht mit diesen blauen Heilblättern da irgendwie was reißen damit. Haben wir irgendwie noch was Cooles, was man ihm geben könnte? Bluten und vergiftet, das ist doch mal praktisch. Er hat selbst nichts. Da waren wir doch gerade. Kritische Chance. Ja, nee, kritische Chance ist immer gut. Aber hat sie nicht sowieso einen recht hohen kritisches Ding, Widerstand, Glück wie... Moment. Beeinflusst die kritische Trefferchance und die gegnerische Verfehlenchance. Oh, okay. So, ich glaube, das passt soweit. So, also zuallererst mal müssen wir ihn heilen. Da geht halt kein Weg dran vorbei. Komm mal kurz her. Ich will nur was gucken. Ah, okay. Ich dachte, das ist das Heilding da. Nee. So, jetzt zu unserem Plan. Wir sind noch versteckt, ja? Und dann laufen wir da durch. Dann ziehen wir ihn zu uns ran. Was ist denn das da? Schattenstich. Okay, dann ziehen wir ihn zu uns ran. Nee. Den da will ich haben. Also das wäre schöner, ja, aber ich will ihn hier so schnell wie möglich ausschalten. Der hält gar nicht mal so viel aus. So, und versteckt bin ich wieder. Ei. Sehen Sie mich jetzt? Was ist das da für ein... Achso, Blutpfütze. Ja, ich bin verborgen. Also, achso, das ist die Blutpfütze. Und wenn man da drin steht, belegt mit roter Wut, vorübergehend beim Stehen auf dem Feld oder ein Zug lang, wenn ein Zug darin begonnen wird. Verdunstet in 3 Zügen. Kann mich mal verdunsten hier. So, ich stelle mich hier hin.
viel Schaden. Also der wird, aber das kann ich relativ sicher sagen, der wird jetzt da reingehen. Denn da kriegt er ja Lebenspunkte zurück, ja? Mhm. So. Ja, passt soweit. Okay, jetzt zu euch. Die da werden sich einbuddeln. Die da kommen nicht so weit. Und der da kann was ewig weit machen? Alter, du willst mich doch veräppeln, oder? Ich glaube, hier brauche ich nichts. Wieso leuchtet denn das da jetzt schon wieder? Pfeilsalve. Ne, ernsthaft jetzt, warum leuchtet das so? Das ist ja öfters mal, aber ich weiß nicht warum. Weiß man nicht. So, pass auf. Okay. Ja. Nein. Nimm doch einfach den da. Gut ist. Komm, ich gehe da ordentlich in die Offensive rein. Fertig, was soll schon passieren, ne? Au, der war daneben. Egal. So. What? Sag ich dir nicht. Was macht das? 20 magischen Schaden und macht geblendet. Aber ich muss ja dahin. Das ist schlecht, das machen wir nicht. Könnte ich jetzt da hingehen? Ja, aber will ich ja nicht. Dann treffe ich ja mich selbst. Also ich treffe nicht meine Figur, aber durch die Explosion meine Figur getroffen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir auch nicht. Ja, dann steh da und guck. Steh da und guck. Gilt auch für dich. Steh da und guck. Blutarmut gemacht. Aha, den habe ich erwischt. Den habe ich erwischt. Und unter mir ist irgendwas los. Oh, wow. Okay. So, jetzt pass mal auf. Was ist unter mir? Auftauchbiss. Ich habe gerade irgendwas mit Auflauf Anubis gelesen. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, ich bin noch unsichtbar. Das heißt, wir können da durchgehen. Aber ich kann den Schattenmove nicht bringen. Was ist das da? Mächtiger Nahkampfangriff, magischen Schaden und stets kritisch trifft. Okay, das lassen wir mal. Ich tue mich mal... Oh, ich habe gute Idee, pass auf. Da hinstellen. Halt. Und mit den Dolchis, da komme ich nicht mehr dran. Aber da, und der würde dann da explodieren. Okay, das machen wir, aber erst muss ich meine Leute hier rausbringen. So. Ah ja. Vergessen, dass ich gewendet war. So, jetzt zu dir, zu dir und den Dolchis, ja? Wir treffen halt vor allen Dingen oben den. Lass mal. Könnte ich das nicht noch geschickter machen? Nee. Leider nicht. So, also machen wir, oder? Machen wir genauso. Machen wir beide drauf. Ist egal. Wie? Der da oben ist nicht explodiert? Das war doch mein Plan. Ja, das ist jetzt Kacke. Das, mein Plan hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, dann musst du halt das richten, okay?
kämpft, matschig. Dass es sich halt überall heilen kann, das ist ein bisschen fies. Make it quick. Was ist jetzt los? Ah, ich blute, ja, das ist nicht gut. I'm ready. Das ist nicht gerade gut, wenn ich da stehe und blute. Zack. Mach mal ein bisschen angriffsgetroffen. So. Ich glaube, das war's, oder? Hat jetzt nicht so viel gebracht. Gegner müsste jetzt auch 7 Schaden kriegen, genau. Weil ich mich in einem Kaktus verstecke. So, die Wachsamkeit hat was entdeckt. Sehr schön. Aber er haut mich ja trotzdem, oder? Guck dir das an. Hey, geht's noch? Was soll denn das? Ja, ich weiß, dass ich nicht versteckt war. Was ist denn eigentlich... Okay, der zielt auf die Stelle von dem Fuzzi da. So. Oha, das ist nicht gut. So, aber er da ist relativ gut in allerleuts allerleuts Reichweite. Sodass ich ihn gut behaken kann. Aua? Warum Aua? Was habe ich da an mir drauf? Schadenschwächung. Rote Wut. Okay, irgendwas ist komisch. Naja, der hier muss weg. Er lässt sich aber nicht anwählen. Och nö, das ist schlecht. Ich habe dieses Fallending, das heißt, ich komme hier nicht weg. Das ist schlecht. Hier sollte ich weggehen. Unpassierbar. Okay. Dann kommst du hierher. Gehst dahin. Machst dich unsichtbar. Nein, unsichtbar habe ich gesagt. Und dann gehst du dahin und gibst dem ein bisschen was zu futtern. Der fällt mir sonst noch vom Fleisch, der arme Kerl. Ist nicht viel, aber wenig. So, und den Rest wartest du. Danke. Hast du toll gemacht. Okay. Danke. Kann man da noch mehr treffen? Aber das macht nicht wirklich viel Schaden. Dafür hätten wir halt 2. Aber ich will ja eigentlich gar nicht 2 haben. Weil... ich will den ja zuerst machen. Ah, das war nix. Naja, hat noch für einen kritischen... Hat noch für einen kritischen gereicht hier, so. See the beat. Ja, ja, see the beat. Ich sag dir gleich mal. Da vorne ist nix. Ey. Ist mir egal jetzt. Ich muss da drauf knüppeln. Ich muss da drauf knüppeln. Das ist eine persönliche Fehde. Ich muss da drauf knüppeln. Egal was passiert, ich muss da drauf knüppeln. Au. Das waren die 15 Punkte, glaube ich. Ja, da könnt ihr ruhig mal draufhauen. Der hat noch... Oh, nee, das ist gar nicht mal so gut, ne? Hypergerinnung. Ach, nö, echt jetzt? Kriegen wir auch noch Schaden davon. Ach, und dann sind ja auch noch... Moment. Ja, das war ja nichts. Ja, geil. Noch ein lähmender Zug. Super. So. Die Gegnertruppe, der eine, der gekommen ist, der ist halt so gefällig. Der da kann sich gar nicht bewegen. Er hier schon. Und das nutzt er auch schamlos aus. Yeah. Reicht nicht. Schade. Kein Problem.
Blob, blob. Kriegen wir hin. Achso, ja. Kann ja nur ein bisschen heilen. Und er sollte eigentlich da hinten heilen. Das wäre vielleicht besser, ja. Okay, dann müssen wir auf einen verzichten. Okay, er muss möglichst nah hier hin. Das ist nicht schaffbar ohne Verlust, kann ich jetzt schon sagen. Aber wir müssen ihn da heilen. Weil er uns schon ganz abnippelt. So. Also. Sure. Okay. So. So, der ist schon mal weg. Da braucht er auch nicht zu tropfen. Hat er aber gemacht. Der Luder. Da verstecke ich mich da im Kaktus. Aber gleichzeitig ist der Kaktus auch ein blutbesudeltes Becken. Verstecke ich mich halt nicht im Kaktus. Dann warte ich mal. Und gehe zu ihm hier. Wie weit geht denn dem sein Healing-Gedönse? Kacke. Ja, ja. Treibsand. Es ist auch noch Treibsand. Was ist denn das? Einheiten sind unbeweglich, wenn sie darin stehen. Verursacht, verlangsamt für einen Zug, wenn darin begonnen wird. Ja, wird es. Okay, pass auf, pass auf. Machen wir folgendermaßen. Du heilst ihn hoch. Nee, du sollst ihn hochheilen. Also geht natürlich nicht. Wird gleich gehen. Okay, dann stellst du dich jetzt in Treibsand. Ist mir jetzt halt gerade mal scheißegal hier. So, wird getreibsandelt. So. Ist jetzt irgendein... Warte mal. Ich kann doch dahin gehen. Dann kann ich zumindest den da angreifen. So richtig, aber... Kann ich auch dahin gehen? Oh ja, das ist gut. Ah, nicht so gut. Wenigstens stehe ich jetzt aber hier. Scheiße. Ich stehe im besudelten Blutbecken. Ja, danke. So, pass auf. Du gibst dem jetzt heilendes Pulver, ja? So. Gut. Dann heilst du. Das hätte ja auch gereicht. Guck mal, hätte ich auch da unten stehen bleiben können. Okay, egal. Egal. So, wenigstens das. Und selbst habe ich auch ein bisschen Heilung gekriegt. Jetzt habe ich hier noch eine Assassine und den Speerfuzzi, der war mal schon, gell? Okay, jetzt müsste ich natürlich im besten Falle... Ich kann hier nicht mehr viel machen. Ja, außer mich irgendwo verstecken, wo es weh tut für den Gegner. Soll ich das auf mich selbst einfach anwenden? Ich habe aber fast keine mehr. Der Run läuft nicht so gut, muss man sagen. Kann ich nicht noch Krähenfüße, aber das bringt, glaube ich, nicht so viel. Vor allen Dingen nicht bei fliegenden Gegnern, bei ihm vielleicht schon. Ja, knick dich. Wird einfach... Was, fehlt da noch einer? Ach so. Ah, wir haben sogar noch einen. Ja gut. Dann würde ich mal die Gunst der Stunde nutzen. Und den da platt machen. Geht nicht. Ach so, ich hab's falsch ausgewählt. So. Dass der da auf jeden Fall weg ist. So. Ist der jetzt mal auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut. Die Würmer haben die Chance, dass sie nicht zugreifen, zuschnappen, sondern dass sie sich verbuddeln. Haben sie aber scheinbar keinen Bock drauf, ja? Haben sie keinen Bock drauf. Ah, das tut jetzt richtig weh. Geht aber noch so.
Er sieht natürlich meine Assassinennetter. So, was ist denn da oben mit der Sau eigentlich? Ah, du Sau, hey. Echt jetzt und noch schön aneinander gedallert. Du dumme Sau. Hätte ja auch mal was anderes angreifen können. Echt jetzt. So. Müsste ich eigentlich schon wieder heilen, kann aber nicht. Let's see if I still got it. Ich bin hier nur am Rumüberlegen, wie ich das am besten machen kann. So kann ich das... Hardly surprised. Okay, jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Da lassen wir hier gar nichts anbrennen. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. So. Im besten Falle so, dass ich 2 treffe. Ja. So. Das machen wir nicht, okay. Mhm. So, jetzt aber erstmal zu ihr. Erstmal unsichtbar machen ist wichtig. Ich hab's total verpeilt, dass ich ja blind bin. Naja, bin immerhin unsichtbar. Ist doch super, oder? Bring mich mal hier aus der Gefahrenzone. Sonst kann ich hier nichts machen. So. Bräuchten wir alle Heilung. Ich guck mal, ob ich die Wutz eventuell klein kriege. Oder doch besser, wenn ich mich da jetzt reinstellen würde. Ich werde nachher mit dem Trommler, mit dem da, werde ich Abwehr trommeln. Bin gerade im Überlegen. Ja. Problem ist halt, wenn ich die Wutz nicht platt kriege, ist voll dumm. Also ich gehe lieber hier hin und dann stelle ich mich halt ins Blut. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Kann mich wirklich nicht weiter. Wieso? Doch, ich müsste aber ihn da dann rausholen. Magischen Schaden, weißt du? Und auch noch geblendet. Das heißt, er müsste hier irgendwie raus. Darunter reicht eigentlich schon. So. So, das war das. Okay, ja, habe ich gesehen. Und jetzt kann ich mit ihm... Hätte ich das schon die ganze Zeit gekonnt, ne? Ja, das ist doof. Ja, egal, dann greifen wir mit ihm einfach so an. Nee. Wir gehen mit ihm hier hin und dann geht halt auch die Pflanze kaputt. Den Schaden nehme ich auf mich. Ich werde aber erst noch ihn hier ein bisschen aus dem Weg nehmen. Okay, hat er wirklich nur so einen kleinen Bereich? Ist ja schlecht jetzt. Okay. Ja, machen wir nachher. Machen wir nachher. Erstmal hier. So. Hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Wenigstens ist er benommen. Oder wie das heißt. So. Die Wildsau macht mir Sorgen. Die Wildsau macht mir Sorgen. Heute und am Morgen. Sag mal her. Sie kann grundsätzlich alles angreifen, weil sie ja dieses Plus dann da hat.
Ihr könnt ja auch mal unten einen Gegner angreifen, so ist es ja nicht. Ich meine ja nur. Komm, nee, da. Ja. Ja, komm, dann stell dich halt da rein. Scheiß drauf, Hauptsache der. Das Problem bei dem Bogenfutzi ist halt, wenn der jetzt stirbt, ist er ganz platt. Das wollen wir nicht. Daneben. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Oh ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Oh. Also, wenn ich Wildschwein wäre, ich würde jetzt da hinten das angreifen. Ei, das hat er schon drauf, hey. Und ich nicht. Gescheite Planung. So, der da ist weit genug weg. Da drüben habe ich aber auch noch. Wo ist meine Assassinista? Ich mache wieder meine Messer einfach da oben drauf. Beide. Naja, so ungefähr. Wieder vergessen, dass ich eigentlich blind bin. So, und jetzt setzt dich einfach wieder zurück in die Kakteen. Okay. Ach, der steckt im Treibsand fest, deshalb steht er da so blöde. So. Ah, hat gereicht. Sehr schön. Okay, besser als gedacht. Er trommelt gleich ein bisschen Energie und wir versammeln uns einfach und freuen uns. So, oder? Boom. Und da noch ein Stück weiter nach rechts und dann hätten wir sie alle drin. Okay, das machen wir genau so. Einmal Energie für alle bitte, aber besonders für dich. Oder dich. Dich. Ja, hast schon lang genug gelitten. Man hat ja so viel HP, dass der nur so wenig kriegt, aber okay. So. Ist der da im Angriffsbereich? Ja, dann setzen wir ihn mal einfach ein Stück zurück. Aber nur ein Stück zurück. Und machst hier scharf Auge, ja? Naja, man weiß, was gemeint ist, ja? So, und du... Ja, du... machst da dein Spitzelgedönse. So, jetzt hat aber Gegner am Zug. Jawohl, sehr schön. Läuft. Das dürfte sogar schon reichen, oder? Ah, nee. Und nicht mal annähernd. Aber das hier reicht jetzt. So, weil das ist ordentlich, das hat ordentlich Schmackes. Wenn ich es nicht versau. Versau ich nicht. So. Okay, das war ein mühevoll errungener Sieg. Aber geschafft ist geschafft. Blutiges Metronom. Perfekte Treffer haben 30%ige Crit-Chance. Minus 10 physischer Schaden. Okay. 2 Level-Ups. Was haben wir denn hier Feines? Sag mal her. Ultimativer Angriff freigeschaltet. Was hat er denn? Angeben. Und blase das Kriegshorn, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst. Schwächt Gegner in einem kegelförmigen Bereich mit Bluten, taub und verwirrt für die Dauer von 2 bis 4 Zügen. Wenn das Ziel markiert oder taub belegt ist, ersetze es 1 bis 2 Züge lang durch benommen. Sehr schön. Und du hast was? Bedecke ein 7x5 Felder großes Gebiet, 4 Züge lang mit Schatten und Werde verborgen. Innerhalb des Schleiers kann die Attentäterin zweimal handeln. Und ihre Abklingzeiten werden reduziert. Verbündete erhalten im Schleier, also dieses irgendwas im Schleier, und Gegner innerhalb des Gebiets werden mit erschüttert belegt. Was erhalten sie denn? Im Schleier. Im Schleier, okay. Gegner erleiden 20% Verfehlenchance gegen diese Einheit, Chance von 50%, am Ende des Zuges ein Zug lang verborgen zu werden. Sehr schön. Klatsch.
So, das war jetzt ein langes hier, aber das macht nichts. So, wir haben es geschafft. Und der Bogenschütze, eigentlich haben wir alle überlebt. Das ist ja das Krasse. So, dann können wir den nachher... Und mit nachher meine ich... Nachher können wir den dann wiederbeleben. So, erstmal gucken, gibt es hier was Interessantes. Erstmal, hier, lass mal ein bisschen labern. Ah, die Kriegskapelle. Willkommen in der Roten Wüste. Nachdem ich ein paar dieser geizigen Bluthexer getroffen habe, bin ich froh, dass meine Stammkunden da sind. Bluthexer? Die sind die personifizierte Lästerung der Göttin. Sie verehren Blut statt der großen Mutter. Ja, sie sind ein bösartiger Haufen, nicht wahr? Besonders die Schlitzer. Kleines Würmchen hat mir gezwitschert, dass man mit denen viel leichter fertig wird, wenn man ihre Blutung stillt. Vielleicht möchtet ihr ja für eure nächste Begegnung etwas Besserungssalbe kaufen? Ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Die hätte ich vorhin gebrauchen können. Dann hätte ich diesen Kampf umgehen können. Naja. HITZE. In jeder geraden Runde werden die Bewegungspunkte auf 10 gesetzt. In jeder ungeraden Runde werden die Bewegungspunkte auf 1 gesetzt. Am Arsch die Reiber hier. Das will ich auch nicht. Chance von 15% einen Zug lang markiert bei jedem Gegner zu erzwingen. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. So. Bluten und vergiftet heilt. Aber dafür gibt es noch Sprengmuscheln. Das sind alles 50. Ich will lieber Sprengmuscheln. Ich wollte gerade sagen, kann man schon nicht noch eins kaufen. So, das war ein kurzes Einkaufen. Aber trotzdem danke, ja. So, wir gehen mal kurz. Der da hat noch einen frei. Minus 10 physischer Schaden, das ist doch gut. Und du, hat noch jemand was? Plus 30 kritische Chance. Und das ist plus 10. Das Ding ist aber... Soll man das nehmen? Ja, komm, nehmen wir. Der Hühne Togo. Bluten und vergiftet. Brauchen wir erstmal nicht, stattdessen kriegst du mehr Crit-Chance. Und das da würde ich gerne durch irgendwas ersetzen. Ah, Bluten und vergiftet. Ja, weiß nicht. Im Moment soll er ja hinten bleiben. Ja, das reicht erstmal so, ja? So, jetzt können wir ihn heilen. Ah, ich habe keine... so, es ist 2 Runden lang. Oder 2 Kämpfe, das ist ja jetzt durch. So, dann kriegen wir jetzt eine erholsame Pause. Und Lebenspunkte. Und guck mal, hinten brennt ein Feuerchen. Sehe ich das richtig da? Ah ja, das ist vielleicht das Lager oder sowas. Bam. So, also ich sehe das richtig, dass wir 1, 2... 2 Kämpfe auf jeden Fall haben. Wir könnten aber auch 3 nehmen. Guck mal, da kommt... Also wenn wir so rumgehen, dann haben wir nur 2 Kämpfe. Wollen wir das? Guck mal, da guckt schon der Gegner raus. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Also ich meine... Aber in Kämpfen hast du halt die Chance zu sterben, wie man sieht. Das geht recht flott. Das ist eine gute Frage. Okay, ich müsste dann rechts rum gehen. Dann hätte ich hier auch meine 2 Kämpfe, könnte dann aber darüber wechseln. Ich traue dem da nicht, das ist bestimmt was Schlechtes. Sehen wir alles morgen. Okay, danke, tschüss. Und bleibt gesund und kräftig.